Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum einzigen Schweizer Fischer-Podcast Fischverrückt! Ja Mann, auch von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Und mittlerweile sind wir bei Take 5. Perfekt gesagt, Oli, bravo. Hey, nein. Also wir nehmen die Episode jetzt zum 6. Mal auf, einfach weil unser Gerät... Nein, zum 5. Zum 5. Mal, sorry. Ja. Weil unser Gerät, das man so super findet, heute ein bisschen streikt. Hey, heute hat es einfach irgendwie ein bisschen Mühe mit den Kühen. Es kackt einfach zwischendurch ab irgendwie, es kommt Ride-Error, die Jingles gehen nicht, sie hängt sich auf und... Wir hoffen es, beim 5. Versuch, wir schaffen es jetzt. Genau, alle guten Dinge sind 5. Zum 5. Mal entschuldige ich mich, dass unsere Episode eine Woche zu spät kommt. Ich bin noch eine Woche in der Ferien gewesen. Ali, ich habe es jemand gehört und ja, ich habe jetzt den Babywitz, dass du das Gefühl hast, dem was ich schon eine Woche vorher... Er ist nicht mehr so lustig wie bei der ersten Versuch. Nein, die ersten 2-3 Mal war noch gut gewesen. Die Episode hört, bin ich schon 2 Tage Papi. Genau, dann ist der Oli Papi geworden von einer hoffentlich wunderbaren Tochter. Genau, also und natürlich Manu dann als Mami, selbstverständlich. Richtig, ja. Also, ist als Mami weiss man es ja eigentlich immer, ja. Dass man das Mami ist. Als Papi ist es ja so ein bisschen, man nimmt es einfach mal an. Ja, weil, und man vergisst es doch auch ein bisschen mehr, nicht? So im Alltag rein. Als Frau hast du das Baby immer dabei, als Papi. Ich vergesse es nicht. Nein, wenn es mal da ist, nicht. Ja, wenn es da ist, nicht. Aber jetzt, wo es im Bauch ist. Wirklich? Ja, ich denke sehr selten. Okay. Ja gut, lassen wir es wieder, sonst haben wir wieder unseren Papi-Podcast. Ja, genau. Von dem her... Ich würde sagen, gehen wir in die erste Rubrik. Rückblick und Ausblick. So, der Jingle hat schon mal funktioniert. Das ist Oli, schon mal wichtig. Das ist schon mal gut. Wenn nicht Right Error steht, ist alles Nein, gut. ist gut, fingers crossed. Okay. Das packen wir, von dem her. Genau, haben wir in der 19. Episode den Flo von Fish Explorer bei uns auf Besuch gehabt. Ja. Er hat uns von seiner Marke Fish Explorer erzählt und wir haben sehr viel über den YPC Bank geredet. Genau, aber das war ja nicht alles gewesen, sondern er hat ja noch ganz ein geiles, fettes Gewinnspiel mitgebracht. Mhm. Wir haben es zwar noch nicht gesehen, das Package, aber es ist ja ein mega Package, wo er dort gesagt hat, verlost der Rolli. Ihr werdet komplett eingedeckt mit Fish Explorer, Cap, Scratch, mit dem Maßbänder, mit dem Landehandschuhen. Ich glaube, es sind noch ein paar Baits drin. Also ein richtig geiles Package, wo Wert kann ich jetzt da nicht gerade sagen, aber ja, viel Geld. Viel. Und der Flo ist ja nicht einer, der über Geld redet. Wir haben ihn glaube ich, auch gefragt, wie viel Wert das hat. Er hat gesagt, hey, keine Ahnung, und es kommt ja nicht darauf an, weil... Er gönnt. Ja, genau. Hey Flo, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für das Gewinnspiel. Ja, ein Applaus ist da angebracht, Nico, danke. Genau, perfekt. Und wer von euch das richtig kommentiert hat, erfahrt ihr jetzt vom Nico. Vom wunderbar vorbereiteten Nico, genau. Genau. Du hast es schon mal offen, das ist schon wichtig. Ja, ich habe es mal offen. Wieso weißt du das? Ich gehe davon aus, wie du das Handy da hast. Okay. Genau. Hey, es war mega schwierig gewesen. Es hat brutal schwierig. Mega geile Kommentare darunter gehabt, wirklich. Auch gewisse Leute, die es komplett auseinandergenommen haben. Absolut top. Von dem her, Hut ab. Danke vielmals an alle die mitgemacht haben. Und ich glaube, das hat dann einen fetten Applaus verdient. Ja. Super, gratuliere. Perfekt, ja. Gratulieren. Danke vielmals, dass ihr alle mitgemacht habt. Wirklich geil, wie viele Leute das da involviert sind. Mega cool. Danke. Ja, dass wir so viele Zuhörende haben hier in der Schweiz von diesem Podcast, das finde ich mega. So genial. Nein, es kommt nachher. Das muss ich noch bringen. Genau. Gut. Aber du doch jetzt mal den Gewinner bekannt. Genau, gewinnen kann halt leider gleich noch einer. Wir haben uns zusammen entschieden. Jawohl. Es ist uns schwer gefallen, aber wir haben uns zusammen für den Flo entschieden. Und zwar anhand von seiner Aussage, für mich ist Fish Explorer einfach rauszugehen und an einem Gewässer, wo man sich etwas vorstellen und dann sehr gespannt auf die Ruderspitze schauen und dann auf voller Spannung. Dann finde ich, das ist genau das, was wir auch unter dem verstehen. Und herzliche Gratulation zum Sieg. Deine Adresse via Mail an info.onpodcast@gmail.com.
zusenden lassen und wir schauen dann zusammen mit dem Flo von Fish Explorer. Wirklich unbedingt per Mail, weil so geht es nicht unter. Da können wir das Mail ungelesen lassen, bis wir es dann verschickt haben. Und nicht irgendwie, wenn es per Mail nicht geht, dann kannst du es selbstverständlich auch per Insta noch schicken. Ganz natürlich. Klar. Hey, herzliche Gratulation. Richtig, heute habe ich einen Blachfehler. Das ist, weil wir nicht in unserem Rhythmus sind, glaubst du? Ja, ich glaube, das ist, weil du nervös bist wegen Freitag. Ja, das kann gut sein. Hey, dann haben wir beide noch 2 Reaktionen, die wir bekommen haben. Ich fange sonst gerade mit meiner an. Ja, voll. Ich habe ein mega, mega cooles WhatsApp bekommen von Mark Buser, der im Hebeisen arbeitet. Und er hat erst gerade letztens unseren Podcast entdeckt und ist ein richtiger Suchti geworden, wie er mir geschrieben hat. Also er muss immer auf dem Heimweg im Zug unseren Podcast suchten und hat jetzt dann alle Episoden durch und sagt, hey, hau die nächste raus, ich kann kaum mehr warten, bis die nächste kommt. Er findet es mega wichtig, dass wir in unserer Szene so etwas haben, wie unser Podcast. Ihm gefällt das mega, dass wir uns so vernetzen und auch News weitergeben aus der Schweiz. Marc, vielen Dank für das WhatsApp, das hat mich mega aufgestellt an diesem Tag. Hey, merci vielmals, mega geil, so etwas zu hören. Absolut, Marc, danke vielmals. Ja, hey, ist cool, erzählen zusammen, wir wollen gehört werden. Ist nicht so, wir verdienen nichts daran, überhaupt nicht. Wir machen es auch nicht wegen Geld, gar nicht, sondern wir machen es wirklich einfach, weil es für beide mühsam ist, das Gegenüber anzuschauen. Also für mich vor allem den Oli anzuschauen, vor allem seit wir den Popschutz weg haben, muss ich ihm immer in die Augen schauen und es ist mega mühsam. Nein, hey, wirklich, wir machen es nicht wegen Geld, wir verdienen nichts, wir machen es einfach, weil wir... Ja, wir haben einfach Freude daran. Genau. Und es kommt gut an, das ist mega cool. So Rückmeldungen, das ist für beide ein riesen Highlight. Und ja, hey, danke vielmals. Jo. Ja, ich habe auch noch etwas. Und zwar hat der Emanuel einen Kommentar noch geschrieben. Heute zusammen mal wieder eine super Folge. Danke vielmals an dieser Stelle. Ich wollte fragen, ob ihr eine Folge machen über das Zanderfischen. Zum Beispiel am Silsee. Das wäre mega cool. Liebe Grüße, Emanuel. Der Oli und ich sind einfach keine Schweizer Zanderfischer. Und wir sind noch nie am Silsee Zanderfischen, also noch nie, ja. Noch nie gezielt? Ja, vielleicht 1-2 Mal bin ich mal gewesen, aber nicht irgendwie erfolgreich vor allem. Also ich glaube, wenn wir da irgendetwas erzählen würden, dann müssen wir alles erlügen und das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Also von dem her, Zanderfischen, ja, extra eine Folge über das Gewässer machen, finde ich, ist so ein bisschen, ja, hey. Wenn wir es öfter würden machen, wenn das unser Hausgewässer wäre, könnten wir da sicher gute Sachen erzählen. Ja. Aber du bist zweimal gewesen, wenn es gut kommt, hast du gesagt. Ich bin noch nie also ich bin schon mehrmals am Silsee gewesen, aber das ist in meiner Anfangszeit, da hast du das Bötchen gemietet, bist schleppen und hast das 50er Hechtchen gefangen, hast es geil gefunden, hast ihn am Abend noch gegessen. Aber ja, es ist jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht erfolgreich gewesen dort. Ich glaube, das Grösste, was ich hatte, ist ein 60er Zander beim Schleppen auch, ziemlich in meinen Anfangsjahren, mehr nicht. Also von dem her, ich glaube, es wäre ein bisschen überspitzt, eine ganze Folge darüber zu machen. Hey, aber vielleicht kommt ja mal jemand als Gast, wie der Sebastian Herner, genau, ich wollte jetzt gerade sagen, der sagt, hey, Zanderfischen ist meine Passion. Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht finden wir einen ambitionierten Zanderfischer, der vielleicht auch in der Schweiz sehr gern und sehr gut und erfolgreich kann auf Zanderfischen. Hey, wir sind da dran, wir haben immer wieder Gäste. Von dem her, ja, nehmen wir gerne mal auf und tun es mal bei uns so in die Liste der Gäste einführen. Genau. Jo, dann würde ich sagen, hey, was erwartet euch in dieser Folge? Genau, weil die Rubrik heisst ja Rückblick und Ausblick. Ja, Oli, mach du gerade weiter, ich habe jetzt viel erzählt. Wie ihr es kennt, wir starten mit «Meine Woche, deine Woche» als nächste Rubrik. Dann kommt Infos aus der Szene, wo wir spannende Infos wieder haben. Vor allem haben wir sehr viele YPC-Folgen, um auch wieder diskutieren. Ja, und vor allem habe ich viele Infos aufgeschrieben. Ja, der Nico hat wieder wirklich einen auf Daniel gemacht. Dann haben wir heute wirklich ein sehr spannendes Thema und das ist nämlich aufgekommen mit der Episode mit dem Marc Schlecht zusammen. Genau, vor 2, also ja, mittlerweile 4 Wochen. Die einmal 18. Episode ist es, glaube ich. Genau, richtig, exakt, danke. Und zwar haben wir ein Interview gehabt mit der EAWAG, mit dem Herrn Spaak. Genau. Wo wir heute werden da bei uns im Podcast mehr darüber erfahren. Dann stellt der Nico mir heute Entweder-oder-Fragen. Stell dir vor, da habe ich vorbereitet. Nein! Aber ich glaube von nicht all. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. «Meine Woche, deine Woche». Hey, glaubst du mir, dass jedes Mal, wenn ich auf das Gerät drücke, auf den Button, dass ich so ein bisschen wie auf rohen Eier dort drauf drücke? Jetzt, nach 5 Versuchen.
Jetzt sind wir im 5. oder im 6. Take? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, im 5. Take, glaube ich. Egal. Ja, genau. Auf jeden Fall schon viel. Genau. Wir werden eigentlich schon lange fertig. Ja, ich habe mal gesagt, 7:30. Ja, ist ja gleich. Genau. Hey, ich fange mal schön an. Mit Infos aus der Szene. Und wenn du etwas erzählst... Wieso willst du jetzt Infos aus der Szene machen, wenn wir bei meiner Woche deine Woche sind? Ja, das kann ich nicht. Du hast keine Woche gehabt? Mann, nein, das muss ich in freie Hand erzählen. Ja komm, ich fange an, bevor ich es wieder vergesse. Also. Hey, ich bin in Holland gewesen. Ist doch auch schon Zeit her. Genau. Ist auch schon 2 Wochen her, he? Ja, ich bin von Mittwoch bis Sonntag in Holland gewesen. Mega geil gewesen. Ist cool gewesen. Besser wie der Frühling? Besser wieder, ja, wie der Sommer. Ja. Also ja, der Juni, ja, ist besser gewesen als im Juni, ja, absolut. Und ich bin vor allem mit dem Kajak gewesen. Wir gehen eigentlich alle Jahre, der Michi, der Andrin und ich, wir sind das Dreiergrüppli und wir gehen alle Jahre einfach so ein verlängertes Wochenende auf Holland. Letztes Jahr hat er das Kajak auch mitgenommen, das Mal ist bei der Einzige mit dem Kajak. Schön blöd, hä? Nein. Hast du ihn dir gut gehabt? Nein, es ist so herrlich. Am Morgen aufgestanden, gemütlich zu Mörgeln. Wir haben ein ganz geiles Hütchen gehabt, direkt an der Utrechtschen Fecht, oder Utrechtschen Fecht, wie man so schön sagt. Ich habe das Kajak am Abend nicht zusammenräumen, ich konnte es einfach am Bootsteg tun, geschwind das Echolot und den Motor rausnehmen und den Sitz, das ja nicht bequem ist. Und da konnte ich es im Wasser eingewassert lassen. Wirklich geil gewesen. Und dann sind wir zuerst 2 Tage dort die Fecht befischt, mega cool gewesen. Ich habe mir noch Lamelli gekauft übrigens. Stimmt, ja. Genau, hätte ich auch reinschreiben. Fönsi, danke an dieser Stelle fürs Verschicken. Und die sind rechtzeitig angekommen für Holland. Und ich habe auch gefangen mit dem Lamelli. Es waren nicht die weltbewegendsten Fische gewesen. Ich habe Hecht, Egli und Zander gefangen. Also ich habe alle 3 Raubfischarten eigentlich, die es in Holland so gibt. Bis auf Rapfen. Rapfen befische ich nicht, aber habe ich mit dem Lamelli fangen. Der Hecht ist der grösste, der hat irgendwo 60 Rand oder so beim Egli-Fischen. Mega cool. Der Köder ist, ja. Es ist ein Lamellenköder, auch, gell? Ich finde die nicht sonderlich, aber... Ist jetzt nicht die Erfindung, die du erwartet hast, oder? Mal, er ist eigentlich ziemlich so, wie er ihn beschreibt mit der Lamelle. Er ist wirklich mega weich, mega soft, also ist wirklich cool. Auch die Egli, sie können sehr gut falten. Ich habe mit 7 und 8 cm auf Egli gefischt, dort hat er den Hecht drauf gebissen, auch der Zander hat auf das gebissen. Und die haben eigentlich wirklich sauber gefalten gehabt. Also er ist schön weich. Er ist nicht so dehnbar wie der Toppis-Köder, aber ist wirklich... Ja, und meinst du, die Lamellen, die machen irgendwie Druck unter Wasser, oder? Ja, ich könnte es mir gut vorstellen, ja. Weil die sind wirklich sehr fein. Also nein, nicht fein, sondern beweglich. Sie sind haben doch irgendwie 1 mm. Aber ist jetzt sehr schwierig zu sagen. Ich meine, schlussendlich, der Kollege hat mit Lieblingsköder gefischt, mit dem Sheriff, der hat Zander gefangen. Dann haben sie mit sonstigen Gummis noch gefischt, die keine Lamellen hatten. Und die haben auch Zander und Egli gefangen. Ja. Weißt du, so ist es ja nicht. Ob jetzt die Lamellen den maßgebenden Unterschied gebracht haben, ja, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Was ich aber sagen kann, wir sind noch in Amsterdam Streetfischen. Ich war dort auch mit dem Kajak noch. Bevor ich mit dem Kajak hier bin, sind wir am Abend um die 4 Uhr umeinander, sind wir hingegangen, haben ein bisschen gefischt und ich habe vom Robin, von der Toppis, danke vielmals an dieser Stelle Robin, habe ich einen Dartjig bekommen. Das hat er mir schon berichtet. 7 Gramm mit einem Pinktail dran. Hey, und ich muss sagen, der Dartjig hat ganz geil geliefert. Ganz geil. Ist ganz ein geiler Zander. Ich glaube, der grösste Zander war. Ja, nein, der zweitgrösste Zander, den wir vom Ufer in Amsterdam gefangen haben. Ja, der hat vielleicht etwa 60 gehabt. So ist nicht. Ja, schöne Grösse. Ja, ist schöne Grösse. Ist nicht weltbewegend, ist kein PB oder so. Das schon nicht. Aber hey, der Zander auf Dartjig wirklich twitcht. Also wirklich ein paar Schläge in der Rutenspitze absinken lassen. Einschlag, wirklich geil. Und auch fette Egli hat er gebracht, muss ich sagen. Ja, von dem her wirklich cool. Also ich glaube, der Dartjig ist eher ein Köder, der Fisch animiert, wenn sie nicht wollen, als ein Lamelli. Wenn ich es so 1 zu 1 vergleiche. Du kannst nicht 1 zu 1 vergleichen in dem Sinn, aber ja, von dem her. Ja, dann sind wir in Holland gewesen, dann bin ich natürlich in Amsterdam bin ich noch mit dem Kajak, bin ich noch durch Amsterdam durch, bin ich noch ein bisschen vertikal dort unter der Brücke. Hey, ich habe geile Zander gefangen, wirklich geil. Vor allem, wo es noch ein bisschen dunkel war, in der Ramschline, in der Schleuse dort, wirklich reingefahren, ein bisschen vertikal und das sind, keine Ahnung, etwa 3 oder 4 70er, 75er Zander dann gewesen. Das sind mit Abstand die grössten Fische gewesen, die ich hatte. Von dem her, eigentlich wirklich geil gewesen, top. Also, nächstes Jahr unbedingt wieder. Genau. Lieber im Herbst anstatt im Frühling. Hey, definitiv. Ich finde, der Herbst ist einfach fischreicher. Ist meine Erfahrung. Einfach. Ich weiss nicht, also ist halt vielleicht Amsterdam so.
Der Robin sagt zwar, die Fische gehen im Sommer eher raus in die Amstel, in die grossen Flüsse rein, darum fangen sie am YPC ja relativ gut, die fangen ja nicht schlecht dort, aber da kommen wir später noch darauf zurück. Ja, von dem her bist du vielleicht in der Stadt im Sommer ein bisschen schlechter bedient. Ja. Was habe ich noch gemacht? Ich bin noch... Nein, da in der Schweiz bin ich glaube nicht fischen. Gehe ich erst noch, morgen. Also am Mittwoch, am 30. gehe ich auf den Zürichsee. Nehme ich mal Scope noch mit. Da habe ich ein Kollege vom Bötli. Ein Kollege vom Bötli? Ja, und dann gehen wir mal raus. Von dem her, ja. Hey, und sonst habe ich glaube, ich habe mega viel Privates zu tun. Daily Business halt. Ja, absolut. Und gell, mit der Familie bist du halt einfach nicht so viel am Wasser. Hast halt noch den Kleinen. Die Frau ist noch vor. Geheiratet habe ich noch. Scheiße, hey, stimmt. Geheiratet habe ich noch. Ja. Hey, Applaus. Hey, ja. Ja, Mann. Sogar den richtigen Knopf erwischt. Ja, geheiratet habe ich noch. Den Ring habe ich nicht. Ich kann schon vergrößern lassen. Vergrößern? Ja, ist ein bisschen eng. Ah, krass. Ich habe das Gegenteil machen. Ah, wirklich? Ich kann mich verkleinern. Okay. Nein, ich kann mich vergrößern. Es ist dann doch in Amsterdam mittlerweile ein bisschen eng geworden. Aber ja, kommen wir dann wieder rüber. Hoffentlich. Hallo. Genau. Hey, was ist sonst noch? Es war wirklich nicht mehr viel gewesen. Scope habe ich jetzt so portabel umgebaut. Habe ich noch in eine Box gerührt. Und ja, von dem her wäre es eigentlich so ein bisschen hoffentlich gewesen mit meiner Woche. Also, nicht schlecht, aber fischreiche Woche. Ja, Amsterdam. Holland. Von dem her. Ja, dann Oli, übergebe ich dir das Wort. Du hast glaube ich mehr als ich. Nein, nicht wirklich. Ich bin zweimal am Wasser gewesen. Einmal mit dem Dima haben wir berscheln. Wir waren 7 Stunden draussen gewesen. Und ich glaube es nicht, wir haben 7 Stunden gackert. Wir haben wirklich gezielt auf Barsch gefischt und die scheiß Viecher haben nicht wollen. Wir sind so am Mittag los, so im Nachmittag rein. Und zwischen 5 und 6 haben sie eine Stunde lang Gas gegeben. Und da haben wir wirklich schön abräumen. Ich habe 31-Plusser sicher gefangen und der ist so um die 20 rum. Aber ja, auch, schön. Wie du erzählt hast, auf die Dartstieg. Wir den ganzen Tag haben wir sind 2 Wochen vorher sind wir mal im Scope draussen gewesen, auf Hechtfischen. Und haben gesehen, alles hockt am Boden unten. Und dann sind wir davon ausgegangen, hey, wir nehmen das Scope nicht mit, wir wissen jetzt ein bisschen Plätze, wo sie sind. Sie sind alle auf dem Boden unten. Und dann haben wir alles so halt Carolina, Free Rig und all das gefischt. Nichts gelaufen. Ja, am Abend habe ich gefunden, komm, jetzt mache ich einfach mal einen Dart an, etwas Schnelleres. Und prompt, das hat nachher funktioniert. Hey, mega speziell. Apropos Free Rig. Ich habe an dieser Hure Fecht, ich habe nichts gefangen, die haben nicht wollen. Ich habe das Free Rig gebaut, oder das von dir zuerst noch genommen, dran gehängt. Da hatte ich so ein Bärenblade, so ein 10 oder 14 Gramm, relativ schweres, Wassertiefe 3 Meter. Und da habe ich einen Garnelius dran gehängt. Hey, rausgerührt, die Huren Bärsche sind gekommen, draufgeschossen. Das ist krass, aber wirklich grob. Ganz geil gewesen, mega cool. Und hat natürlich dem Robin noch ein Foto schicken. Hast dann auch noch in die Toppis-Gruppe schicken. Und dann hat er gesagt, hey, mega Freude gehabt, dass du das Foto geschickt hast. Danke vielmals. Hey, wirklich geil. Mit dem Cornelius top gewesen, ja. Muss sagen. Ja, das glaube ich. Das sind geile Baits von Toppis. Ich auch mit dem Dartstick gefischt von Toppis und mit der Blue Lightning. Ja. Richtig geiler Fight gewesen, der Barsch auf dieser Route. Ja, glaube ich. Dann bin ich das zweite Mal raus gewesen, und zwar am letzten Samstag mit dem Gesi. Wieder auf dem Bodensee. Ein Kollege ist auch noch mitgekommen vom Gesi und der hat noch das Live-Scope mitgenommen. Und das war wirklich krass gewesen. Wir waren den ganzen Tag gewesen und haben, eigentlich haben wir hauptsächlich geworfen, aber zwischendurch immer ein bisschen auf dem Scope geschaut, einmal gezielt angeworfen. Und du hast ihnen vor die Nase können rühren. Keine Reaktion. Oder sie sind einfach schnell ein bisschen hinten rein, angehalten, wieder runter. Nein, wirklich? Nichts. Egal, den ganzen Tag haben wir es probiert, ist nichts gegangen. Ich muss sagen, das geile Highlight war am Gesi seine Burger auf dem Boot. Habe ich eine Story, aber die sind richtig gut gewesen, danke Gesi für die. Leider haben wir keinen Fisch gefangen. Wow, okay. Es war krass gewesen. Also, ich habe anders gehört vom Bodensee. Also weißt, ich habe auch schon gehört, dass du ohne Probleme kannst, anfischen. Du kannst, wenn du den Fisch findest, musst du zwar nicht nur 10, 15 Meter rühren, sondern schon eher 20, 30 Meter. Aber du fängst den Tag durch Zander und Hecht wie gestört. Die letzten paar Mal, als ich gegangen bin, habe ich immer Hecht gefangen. Und das mal nichts. Ja. Hey, ich habe gezielt sicher 10 Fische angefischt, auch über 1 Meter. Keine Reaktion. Ja. Nichts. Bait gewechselt, jenste Baits drauf gehabt, nichts ist gegangen. Crazy. So Tag eben, Scope fängt nicht, du kannst eigentlich, könntest eigentlich wieder heimgehen. Ja, das ist so. Hey, dann war bei mir so ein bisschen viel gewesen, eben mit dem Reel. Ich weiss jetzt nicht, ob es jetzt in dieser
5. Versuch, ich schon gesagt habe, mit dem Reel habe ich recht viel zu tun gehabt vom Flow, weil wir doch 4 Kameras hatten. Ja, kann man vorstellen. Es hat recht viel zu tun gegeben. Ja, vor allem mit dem Synchronstellen wahrscheinlich, dass du genau richtig Cut hast. Ja, das ist... Weil wir haben ja nicht alle gleichzeitig eingeschaltet, sondern mal die, dann die, dann die, dann die und dann ist immer die blöde Verzögerung noch. Ja, dann musst du immer suchen, wo passt. Ja, genau. Genau. Und es haben wir ein bisschen wieder den Ärmel reingenommen, ich habe wieder Vollgas gegeben mit YouTube-Videos schneiden. Mein Plan ist jetzt, ich habe ja jenste Videos produziert. Wir müssen es einfach noch schneiden und ich will jetzt einfach alle schneiden und dass man dann sauber, dass immer wieder etwas kommt. Ja, regelmäßig. Cool. Alle Thumbnails habe ich gemacht von allen Folgen und ich kann euch sagen, es werden richtig geile Folgen. Ich habe nicht gewusst, dass ich so geile Videos gedreht habe. Bin gespannt. Mega. Könnt ihr gespannt sein. Ich weiss noch nicht, wenn es kommt, aber lassen wir noch ein bisschen Zeit. Ja, hey, und bei mir ist jetzt alles auf Baby, diese Woche. Ja, das wäre ein bisschen meine Woche gewesen. Cool, dann. Freude. Danke, ich freue mich wirklich. Nein, hey, ist herrlich. Gehen wir doch in die nächste Rubrik. Infos aus der Szene. Und da hast du wieder so keinen viel. Ja. Aber ja, ich bin gespannt darauf, was du jetzt da sagst. Ja, auf der YPC kommen wir, da kommen wir noch gut. Ja, da kommen wir noch, Das ist gut, weil dort habe ich, ja. Hast du auch noch etwas? Hey, es gibt ein Verbot für Sportfischer in Norwegen. Ich kann euch den Link in die Shownotes ziehen. Es ist auf Petri Heil ist gepostet worden am 11. Oktober. Und zwar, dass sie wollen die Sportfischer reduzieren, anstatt dass die Lachsfarmen reduzieren. Ja. Oder? Das macht Sinn, ja. Nicht. Ja, absolut. Die norwegische Umweltbehörde hat das gemacht. Und zwar in der vergangenen Lachsaison relativ kurzfristig haben es 33 von den wichtigsten Lachsflüssen ab dem 23. Juni eigentlich schliessen lassen. Einfach so, schnell. Ich habe das auch erst jetzt gesehen. Es ist im Juni eigentlich schon passiert. Ist einfach so ein bisschen by the way. Ich habe gefunden, ich nehme das hier, ich habe das gerade gesehen. Also nur auf den Lachs oder darfst du auch im Meer noch fischen? Im Meer darfst du noch. Okay. Ja, es ist wirklich eigentlich der Lachs. Also, und sie enttäuschen damit eigentlich auch relativ viel Sportfische, weil Norwegen halt relativ bekannt ist, nebst Alaska natürlich zum Lachsfischen. Ja, und sie rechnen mit einer Millionen oder mit einem millionenhohen Schaden im mehrstelligen Millionenbereich, haben sie gesagt. Weil wahrscheinlich dann auch der Tourismus und alles fehlt und Lizenzen und etc. Klar, aber ich kann es auch nachvollziehen, wenn der Bestand so willst schonen, aber du kannst nicht das eine und das andere nicht machen. Ja, genau. Also ich finde, wie so die Lachsfarmen sind ja auch gefährlich für die Lachs. Also, genau, habe ich eben auch das Gefühl. Ich kenne mich nicht gross aus mit denen, aber ich nehme es auch an, dass die relativ viele Krankheiten können generieren und vor allem dann einfach Antibiotika gestreut wird. Richtig, reihenweise. Und ja, so halt der Fischbestand auch dezimiert wird. Und von dem her, ja. Genau. Okay, aber es ist ja nur, blöd gesagt, nur auf den Lachs. Also im Meer kannst du immer noch Polak fischen, auf Dorsch fischen. Also, ja, Dorsch. Sportfischen kann man immer noch machen. Dorsch weiss ich nicht, wie Norwegen ist an der... Nein, ist nicht an der Ostsee. Nein. Ja, dann solltest du immer noch können. Hey, das weiss ich nicht, habe ich mich jetzt nicht damit befasst. Das wäre es mit deinen News. Ja. ich merke, der Nico gibt ein bisschen ab in den letzten paar Episoden. Ja, ich hänge dann bei dir ein. Ich hänge dann bei dir noch bei 1, 2 Sachen ein. Also komm, vielleicht weißt du ja die erste, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nein. One Lure Challenge. Ey, unbedingt. Ja, gehört habe ich davon. Der Kollege hat etwas erzählt, als ich in Holland war. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch das an auf Rauffisch Magazin, glaube ich, heisst es. Der YouTube-Kanal. Da geht es darum, eigentlich ähnlich wie im YPC, dass man die 3 Fischarten befangt, Zander, Hecht und Barsch, aber du darfst die ganze Zeit nur ein Bait fischen. Ja. Das heisst, wenn ich mich für einen Wobbler entscheide, darf ich nur die ganze Zeit den Wobbler in dem Dekor fischen. Genau. Finde ich noch geil. Finde ich noch eine coole Challenge. Für was würdest du dich entscheiden? Hey, ich habe keine Ahnung. Ich würde einen 10 cm Gummi nehmen. Ja, ich glaube auch. Und das Dekor... Und vor allem, ja, jetzt weiss ich, was in Holland läuft. Gell? Das Dekor würde ich irgendetwas nehmen mit einem Firetail. Ich weiß es nicht, oder etwas natürlich. Es kommt halt darauf an, ich meine, die Folge haben sie jetzt gedreht, glaube irgendwie noch im Februar, Januar, so wie es aussieht. Weißt du, so, ich glaube, es kommt dann auf die Jahreszeit drauf an.
Ja. Also ein Twitch-Bait wäre jetzt nicht, würde ich jetzt im Februar nicht mehr fischen. Obwohl der Schöne fängt immer, oder? Auf Twitch-Bait-Barsch. Also ja. würde jetzt bei uns in der Schweiz nicht funktionieren. Fangst du einen Barsch im Winter auf Twitch-Bait? Hey, ich glaube, wenn du dich ein bisschen auskennst, wenn du dich damit befasst, ich könnte es mir schon gut vorstellen. Dass du irgendwo sagst, hey, ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn der Twitch-Bait wirklich, wenn er stehen bleibt und du kannst ihn lang stehen lassen, habe ich das Gefühl, ja. Habe das Gefühl, dann kommen sie drauf. Sie müssen Bock haben, natürlich, ganz klar, aber ich habe das Gefühl, wenn sie dann auch nicht auf den Twitch-Bait kommen, dann sind sie auch nicht im Jagdmodus und dann haben sie auch keinen Bock auf ein Carolina Rig, auf einen Gummi, auf weiss der Teufel was. Habe ich das Gefühl. Was würdest du eigentlich nehmen für einen Bait? Jetzt gerade so spontan würde ich den Pointer nehmen. Von Majorfish, der Rabatza-Shed, 10 cm, oben hell, unten so ein bisschen, also oben ist so ein bisschen Perlmutweiss, unten ist so grau-grün eine Art und hat einen Firetail. Okay. Und mit dem habe ich in Holland zumindest eigentlich alles gefangen. Also Hecht, Egli, Zander. 10 cm, ich finde 10 cm ist die Allround-Grösse dort. Ist so ein bisschen, ja. Genau, für die es interessiert, es macht der Enrico mit, die Ventura, der Herbie und der Birgit Dohlmeier. Ja, von nochmal andere. Fischumfang. Ja, genau. Ich finde den Zierreis so ein geiler Sieg. Ich finde den so sympathisch, der Bayer. Ja. Verstehst du ihn kaum, aber ich finde ihn geiler Sieg. Ja, aber da kommen wir dann noch dazu. Gut, dann weiss ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Neis hat gesagt, der Ghost sollte Ende Oktober kommen. Wäre jetzt... mal schauen, ob er kommt. Wie mit den Schuhen. Genau. Dann hat mir der Marc Buser, wo wir schon am Anfang erwähnt haben, beim Hebeisen im Antal haben sie jetzt eine massive Bestellung gemacht an Westin Baits, Hard- und Soft-Baits. Sie haben viele Routen von der SG8, von Savage Gear, haben sie bestellt. Also es kommt ganz vieles Neues, auch eine neue Homepage. Sie fahren dort jetzt voll auf. Also wer irgendwie aus der Region Antal kommt, das lohnt sich sicher mal in der nächsten Zeit beim Hebeisen vorbeizuschauen. Savage Gear gibt allgemein recht Gas momentan. Die haben recht viele Neuheiten. Ja, ich habe mich gefragt, auch im Gesi besprochen, von wo kommt das plötzlich? Eigentlich hat es fast mal geheißen, es hat mal tot, oder? Es hat mal geheißen, also ja, nein, tot. Es sind einfach alle die im Produktmanagement waren bei Savage Gear, die sind zu Westin. Mhm. Ja. Aber ich habe jetzt auch erst gerade von Majorfish Deutschland, also eigentlich schon länger her, ist es bald schon etwa einen Monat, habe ich eine Liste bekommen mit vielen Neuheiten von Savage Gear. Auch neue Rollen, neue Routen und. Und ich sage, ja, okay, bin jetzt eher vorsichtig, aber sieht eigentlich noch sexy aus. Ja, von dem sind wir gespannt, was da mega. weitergeht. Mega, ja. Dann haben wir auch von jensten Episoden mal davon gehabt, der Fischertreff ist ja übernommen worden in Volkertschwil. Die haben jetzt Insta gemacht, den Laden mal ein bisschen gezeigt, sieht noch ordentlich auf. Ich bin auch gespannt, was dort dann von ihnen kommt. Jetzt wollte ich gerade sagen, die haben nicht den Löffel schon wieder abgegeben. Nein. Aber ich glaube, die haben jetzt erst übernommen und wenn jetzt... Nein, die haben im Sommer eigentlich schon übernommen. Meinte ich. Ja, aber man hat jetzt erst einen Auftritt gesehen. Ja, tipptopp finde ich cool. Ich glaube, ohne Social Media heutzutage wird es relativ schwierig. Ja. Also, du hast einfach die Leute, die kennen und ja, die mal an dir vorbeifahren, aber der Fischertreff liegt jetzt auch nicht gerade am Weg. Ja, es kommt halt darauf an, gell? Das ist der einzige Laden, den du hast in der Nähe greifen. Aber du musst ihn suchen. Richtig, du musst ihn suchen, du findest ihn nicht einfach, genau. Du kannst nicht einfach die Straße anfahren und dann siehst du dort geile Beachflag, geile Angelshop, sondern du musst wissen, dass er dort hinten in der Industrie ist, du musst wissen, dass er in Volki ist auch und alles und ja, durch das, ja. Hey, dann kommen wir doch zu unserem Lieblingsthema. Ja, YPC geil. Bank. Eigentlich hätten wir in dieser Zeit eine eigene Rubrik machen, nicht? Ja, komm, das machen wir. Wirklich? Nein, das sollten wir wirklich machen. Dann haben wir schlussendlich auch 50 Rubriken und sagen zu jeder Rubrik 2 Sätze. Ja, nein, also komm. Ja, herrlich. Das arme Mädchen, wie das brüllt hat. Du. Ja, aber warte, du bist schon viel zu weit. Wir haben in der Folge aufgehört, wo der Van Ham mitmacht und natürlich der Fönsi. Ja. Weißt du, wie das ausgegangen ist? Hey, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Es war ja der Tag 1 von denen. Ich glaube, der Fönsi war ziemlich down, ziemlich weit unten. Was machen unsere Schweizer? Ja. Null Fisch. Hat er auch noch keinen Fisch, der Fönsi? Er hat noch keinen Fisch. Gut, in einem Tag ist vieles möglich, ja. Klar. Aber
Ich meine, ein Ton hat schon 435,5 Punkte. Der Ton ist ein Leader in dieser Gruppe, gell? Der Ton ist Leader, Ja. dann kommt Eule, Ja. gefolgt von Pachowski Ja. und Alexander von Rappala. Ja. Das sind die ersten 4. Die ersten 4, ja. Genau. Ja, es ist auch in dieser Gruppe, ich meine, noch alles möglich. Ja, Ausser der also Ton, weißt, wenn in der einem Ton Tag- weiter so macht, dann Ja, ich glaube, der Ton ist safe. Ich glaube, der ist safe weiter. hat er 45 Vielleicht- Bars. Vielleicht nicht Der gerade Zander als, kann er noch upgraden. vielleicht nicht gerade als Erste, aber der kann sich jetzt am zweiten Tag kann der schön ein bisschen Zander und Hecht fischen. Und sorry, die Hechte liegen ihm. Und Hecht hat er, glaube ich, Gut, aber einen Hecht- 98er und einen 86er. Nein, er hat einen 90er und einen 75er. Ja, eben. Und Aber der ich 75er wird er sicher auch noch upgraden, so wie ich ihn kenne. Ja, ich würde jetzt eher Barsch upgraden oder den Zander. Der Zander ist 45 und Barsch hat 34 und 27. Ah, ich habe gemeint 45er Barsch gesagt. Ja, einen. Aber der ist Ja, halt, eben. weißt du, fix und da hast du ja Varios. Ja, genau. Ja, Ah, ja, aber ja, da würde ich gut. eher den Zander fischen. Ja, gut, ja. Oder vielleicht Egli. Ich glaube, Ja. das... Das haut die halt schon auf. Ja, absolut, absolut. Am Euli fehlt noch der Barsch, das ist halt spannend. Ja, das wird sicher Und interessant. am ja. Pachowski fehlt der Hecht. Ja. Gut, der Marc ist auch eher ein Regelfischer. Ja. Zander, Hecht. Ja, du, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da kommt. Der wird sicher wieder mit dem Kleider fischen von Ilex. Hey, und wir hoffen, dass der Fonso noch ein bisschen Gas gibt. Null Fisch. Ja, absolut. Ist Null, heavy. Null ist nicht viel. Null ist gar nicht viel. Also er hat schon Fisch gefangen, aber ich glaube, die sind nicht sizable gewesen. Genau, nicht in die Wertung gekommen, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, der Fonso ist jetzt der nächste, der kommt, oder? Ja, das ist glaube ich noch die letzte Gruppe, oder? Nachher geht es in Nachher geht es in die K.O.-Phase. genau, One-to-One. Genau, dann haben wir noch die nächste Gruppe mit dem Hassenflug und dem Dustin. Ja. Dort ist eigentlich ja schon klar, der Florian ist als Erster durch. Ja. Mega cool. Ja. Der Sami hat es auch gemacht, als Zweiter. Hey, ja, ich bin mega gespannt, wie der sich nachher macht. Im ja, Eisbergeis. er hat einen guten ersten Tag gehabt und einen schlechten zweiten Tag. Ja, absolut. Aber der zweite Tag war bei allen nicht so sonderlich gut gewesen von dieser Gruppe, meinte ich. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja, Wie aber es auch ist doch... bei den Nächsten, irgendwie. Irgendwie für mich finde ich es auf eine Art noch cool, weil wir sind ja ein paar Wochen vorher, bevor der YPC war, sind wir einholen und wir haben Eine auch Woche, eher ja. spärlich gefangen. Ja. Und Ja. das sieht man jetzt da auch bei Ja, Profis in nicht bei Anführungszeichen. allen, nicht bei allen, aber ja, Ja. das ist so, ja. Dann der Dustin, der plötzlich eine Nackenstarre hatte, Ja. nehme ich mal an, Ja. wird es gewesen sein. Ja, dort auf seiner Bühne oder auf seinem Dings, auf seinem Mürli oben, wo er war im Wasser dort, Mhm. wo es ihm eins eingefetzt hat, hey, kenne ich. Also, nicht während dem Fischen, aber dass er eins eingefetzt. Und das ist brutal Pain. Weißt du wie? Hey, das hast du ja schon gehabt. Nackenstarre schon, ja. Ja, schon ein Das paar ist Mal. da kannst du einfach den Kopf nicht mehr Ja. drehen und das, ja. Du, nachher hat er ja seine guten Medis bekommen, dann ist es ja wieder gegangen. Genau. Ähm, Dramalia gefetzt, also. Ja, voll. Hey, und dann hat's der Herbert noch als Vierter gerade noch so geschafft. Finde ich mega geil, Mann. Finde ich mega geil. Ja, ich finde es schade, weil der Max Guder von Savage Gear hätte es auch gegönnt. Ja, natürlich. Aber ich habe ganz klar für den Herbert gehofft, weil ich finde ihn mega sympathisch. Ja. Er hat einfach so seine Art, entweder sie passt oder sie passt nicht. Mir passt sie mega und ja, der Zierreis. Ich finde ihn ein ganz cooler Typ. Aber hast du das Polder gesehen, das er befischt hat beim Hechten? Ja. Das kleine, schmale, vielleicht Dinge, was ist es, 1,5 Meter ja, breit, wenn 2 überhaupt, Meter, wenn ja. überhaupt, oder? Hey, dort hat er zwei Hechte, hat er, glaube ich, dran gehabt dort. Einen hat er rausgebracht. Mhm. Hey, mega geil. Also, ich weiss noch, als ich Verwunderlich, ja. als ich Nicht. das zweite Mal in Holland war, das erste Mal habe ich auch so kleine Polder befischt. Das zweite Mal mit dem Kollegen, der hat gesagt, hey, was willst du denn, kleinen Polder? Da hat er keinen Fisch drin. Komm, gehen wir sie schreiben und sagen, hey, schau mal, was der Herbert dort befischt. Also, von wegen kein Fisch. Und ist, glaube ich, doch ein 80er raus oder etwas dort? So, meinte ich. Ja, 81er Hecht Ja. hat er, ja. Mega cool. Also, ihm mag ich es mega gönnen. Hey, und wenn du denkst, der Herbert und der Dustin haben nicht mal eine Full-Card und sind weitergekommen. Ist krass, Es läuft einfach nicht so. Und auch verwunderlich, der Evert Ostam, 1,29er Barsch. Dem ist es auch nicht gut gelaufen. Ja. Mhm. Dem ist, aber Und der Valdares auch nicht. Kein ja, Fisch, der kein hat geschneidert. Fisch. Ja, der hat Krass. geschneidert, ja. 2 Aber, Tage. aber der Ostam, der Evert, der ist ja... Also ich sehe ihn einfach als, wenn dann als Eglifischer und nicht als Hecht und auch nicht als Zanderfischer. Ganz ehrlich. Ja, und Ich weiss einer nicht, vom hat Boot der- vielleicht. Hat er schon mal wirkliche Erfolge gehabt im YPC? Ich glaube es nicht. Ich glaube, der ist Mhm. auch bei Perch Pro ist der sehr gut dabei an mir. Ja, und ich glaube, beim Boot sind sie auch nicht schlecht gewesen. Ja, aber der hat auch nur dank der Truman Show. Der rasiert dort, der haut dort die. Mit seiner hohen Scheissmaus, die er dort rumrührt und wie der an mich ausflippt. Und der Evert scheisst es an mich an, wenn der Truman wieder am Fisch. Hey, noch schnell die aktuelle Folge, wo
von der Woche rausgekommen ist. Ja. Und hey, gratuliere an Sportex. Super gemacht. Ja, der hat geil abgeliefert, muss ich sagen. Der hat wirklich, der hat 2 Hammer-Tage gehabt. Ja, aber der hat am ersten Tag hatte der schon Full Car gehabt und ist schon Leader gewesen. Und am zweiten Tag, der hat ja dort geliefert an dieser Buhnen oder an dem Dümpeli, was es auch immer war. Ich glaube, an einem Fluss gewesen, einfach mit so... Ja. Wie sagen wir denn? Mit so einer kleinen Buhne, also in so einer Bucht rein. Ja. Hey, wirklich geil. Top. Hut ab. Voll. Mega gut läuft auch so weiter natürlich. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Pain, oder? Wenn du so einen geilen Einstieg hast in der Quali und nachher geht es in 1 gegen 1, nimmst dort einen Spot und denkst, nicht, ja. Das ist ein... Ich jetzt auch wundern, wie die Regeln sind. Ich habe mich nicht mehr befasst, wie das K.O.-Duell ist. So wie früher oder sind andere Regeln? Wie früher. Okay. Also, ich weiss nicht, ob der hinten an ist, sagt, wo es geht. Sehr wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus. Oder vielleicht auch, dass irgendwie ihre Spots vorzu anlegen und sagen, der Spot und der Spot möchte ich befischen. Und dann haben sie eine gewisse Zeit, da heißt eine Stunde pro Spot oder so, das weiss ich nicht. Oder pro Gewässer. Keine Ahnung. Wir sehen es spätestens in 2 Wochen. Genau, spätestens in 2 Wochen. Ja. Dann, zweiter ist der Sebastian Hähnel geworden. Ja, mit seinem hohen Quappi, hat er geil rasiert dort. Hat er gut geliefert. Ja. Enrico ist auch so durch. Ja. Ich habe das Gefühl, er hat nicht so stark gefischt wie auch schon. Hey, jetzt bin ich mir davon gar nicht sicher. Ich habe die Folge gesehen. Hey, und dann passend zu der letzten Episode, der Roman hat es gerade noch als Vierter geschafft. Ist aber noch ärmer geworden, weil der Simon Thorenbeck ist doch ich hätte es ihm mega gönnen. Am Simon? Ja, voll. Auch am Roman natürlich, aber... Ich habe das Gefühl, oder es wirkte so, als hätte der Simon das mal ein bisschen chilliger genommen als auch schon. Ich habe das Gefühl, er ist auch schon engagierter dabei gewesen. Er ist auch schon mit mehr Biss dabei gewesen, ja. Absolut. Hey, dann haben wir dann kommt der Simon, dann kommt der Alex Schmidt von Neuke, Frédéric Julien. Mega schade, mega schade, Mann. Ich finde ihn auch so ein geiles Ja, bei mir haben wir es nicht schon einmal davon gehabt, hat er schon mal gut rasiert. Halbfinale ist das einzige. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es wird von Folge zu Folge wird's schlechter. Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ihm wird's nicht. Er wird nicht stärker. Nein, er bleibt konstant. Genau, ja, okay. Konstant schlecht. Hey, und dann müssen wir wieder Schweizer Fähnchen heben und einfach sagen... Ja, ich weiss nicht, was wir haben. Oh ja, es ist einfach ein bisschen... Hey, wir sind ein neutraler Podcast. Nein, sorry, es tut mir leid. Ich habe auch schon geschneidert in Holland. Aber ich finde, es ist ein bisschen peinlich. Vor allem, wenn wir dann ihr Statement auf Insta auch noch sehen, finde ich so. Erstens das. Ich finde nur schon auch ihre Schlussworte ein bisschen, von wegen, hey, es tut mir mega leid, ist halt scheiße gelaufen. Und befischt dort einfach 2-mal einen Tag lang den gleichen Spot, wo du musst sagen, Entschuldigung, aber ich glaube, wir Schweizer sind ein bisschen so, ich meine, wenn so jemand mitmacht, haben wir hohe Erwartungen und sagen, hey, doch, gang. Ja, ich finde, du repräsentierst schon unser Land und es darf ein bisschen mehr rausschauen als ein 22 Barsch. Ja, absolut. Und wiederum muss man sagen, schau Spanien an, 0 Punkte. Wir sind immer noch besser als Spanien. Logisch, ja, aber gleich. Weißt, ich finde einfach so ein bisschen, hey, wie machen es die Leute im YPC? Wie machen es die anderen? Von mir aus gesehen, die Vorbereitung bei ihnen gleich 0 gewesen. Wieso schickst du nicht irgendjemanden, wie es die anderen machen, voraus an einen Spot, ein bisschen fischen? Geht etwas, geht nichts, geht er am nächsten Spot, geht etwas. Hey, ich rufe schon da, hey, da läuft es, kommt hin, hecht. Oder nutzt dein Netzwerk. Informier dich über die Spots. Und das finde ich brutal schade. So kommt es mir rüber. Ob es so war, weiss ich natürlich nicht. Aber ja, es ist der YPC Bank. Ich meine, das ist dort fischen Teilnehmer mit, die kennen ihre Gewässer in- und auswendig. Und die die trainieren wie blöd. Und es wirkt nicht so, als hätte du da etwas investiert. Und das ist einfach mega schade. Dann hat man einfach, also ich finde, es gibt ein schlechtes Licht auf die Schweiz. Wir können gerade so gut über den Fonso reden. Der Fonso hat auch noch keinen Fisch. Wenn der mit einem 22er-Regel abschliesst, ist gut. Dann ist er gleich weit. Ja, obwohl ich mag mich erinnern, dass der Fonso, seine erste Teilnahme, ist auch nicht gerade der Hit gewesen. Die erste Teilnahme wird wahrscheinlich nie der Hit sein. Aber ich sage halt, wenn eine Firma einem schon so unterstützt, hey, dann tust du dich doch ein bisschen informieren. Du willst doch etwas retour geben, du willst doch repräsentieren, du willst doch können liefern, du willst doch mehr als nur ein knappmassiges Egli dort fangen. Ja. Also weißt du, das ist so ein bisschen... Das ist hey, so aber weißt du was, komm, ich würde mich darum bemühen, dass man Christine dann Podcast einlädt. Sie sollte doch gerade von erster Hand erzählen,
wie das war. Oder wie die erste Teilnahme. Ich fände das schon interessant. Machen. Jetzt haben wir so viel über Dua Herzog, wir sind ihnen schon etwas schuldig. Vielleicht kommt sie auch an die Sportfischermesse, wer weiß. Sie kommt nicht. Alright, dann wären wir durch mit dieser Rubrik. Und ich würde jetzt sagen, wir kommen in die nächste Rubrik. Thema! Genau. Und ich weiss nicht, tun wir nachher noch kurz 1-2 Worte sagen, oder... Ja, ich glaube, wichtig ist vorab zu sagen, bevor wir das abspielen, das Interview haben wir schon länger mal durchgeführt. Schon länger, also so schon ziemlich nach dem Podcast mit dem Marc Schlecht. Bist du in Verbindung getreten mit der EAWAG? Genau. Also ich denke, vor etwa 3 Wochen haben wir das, glaube ich, gemacht. Dann haben wir einen Telefoncall. Genau, mit Video. Darum sehen wir dann auch noch das Reel. Und wichtig ist da zu betonen, der Piet Spaak vom EAWAG ist Forscher. Er ist nicht einer, der Gesetze erlässt, er ist nicht einer, der Bundesrat ist oder Bund ist oder was auch immer, sondern er ist ein reiner Forscher und sagt, was er entdeckt und was forscht oder nicht und wie auch immer. Genau. Von dem her ist auch sicher wichtig zu betonen, er ist nicht irgendwie eine Zielperson, er hat einfach dort, ich sage jetzt mal, Rede und Antwort gestanden, so gut wie es gegangen ist. Ich finde, er hat es mega geil gemacht. Und was mir vor allem besonders geblieben ist, es ist in jedem seiner eigenen Verantwortung, um die Muscheln eindämmen. Das ist eigentlich keine Aussage. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch rein, das Interview. Sich nehmen, um uns die Fragen aus der Community und auch unsere Fragen im Podcast Fischverrückt zu beantworten. Als erstes würde ich gerne von Ihnen wissen, wie wurde die Quagga-Muschel eingeschleppt? Das wissen wir natürlich nicht genau, wir waren nicht dabei, aber höchstwahrscheinlich wird die Quagga-Muschel die Quagga-Muschel wird durch Menschen verbreitet, von einem Gewässer zu einem anderen. Die Quagga-Muschel kann nicht selbst über Land zu ein anderes Gewässer kommen. Die Larven von Quagga-Muschel können nicht aktiv gegen ein Fluss hochschwimmen oder so etwas, die driften. So, das ist der Weg, wie Quagga-Muschel verschleppt werden. Und dann geht es entweder, kann ein Muschel sich anheften an ein Gegenstand, das kann ein Boot sein, das kann eine Ausrüstung sein, das kann eine Baumaschine sein, das kann alles sein im Prinzip. Aber man sieht es ja auch, wenn ein Muschel sich anheftet, die kleinsten Muscheln sind 1 bis 2 Millimeter. Aber die Larven, die sind viel kleiner, die sind mikroskopisch klein, die kann man nicht sehen und die können ja im stehendes Wasser bleiben, so im Bilgenwasser, im Kühlwasser und so weiter und so fort. Und auf diese Weise wissen wir, werden Muscheln verschleppt. Wie die Muscheln genau hier in der Schweiz gekommen sind, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass die ersten Muscheln über DNA-Proben in Basel nachgewiesen wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit Booten der Rhein hochgekommen sind. Aber auch haben unsere genetische Arbeiten wieder gezeigt, dass die Quagga-Muscheln im Bodensee, die sind nah verwandt mit Basel und mit Rhein. Aber die Quagga-Muscheln im Genfersee und im Neuenburger See, die sind dann genetisch anders. So, die sind wahrscheinlich von irgendwo anders gekommen. Aber um das alles genau herauszufinden, musste man Quagga-Muscheln in ganz Europa sehr detailliert sammeln und dann auch mit dieser hochauflösenden Methode, das ganze Genom wird sequenziert, analysieren. Und das hat bis jetzt noch keiner gemacht. Das wird viel Zeit und Geld kosten. Das ist eine ganze Doktorarbeit, so etwas. Welche Gewässer sind da noch frei von der Quagga-Muschel? Ob ein Gewässer frei ist von Quagga-Muschel, das weiß man nie. Man kann nur sagen, in ein gewisses Gewässer sind noch keine Quagga-Muscheln gefunden. Ja? Und bis jetzt ist kein Quagga gefunden, zum Beispiel im Brienzensee, im Thunersee, im Walensee, im Greifensee, im Baldeckersee, Hallwilersee, all diese Seen, Pfäffige See und so gibt es mehr kleinere Seen. In all diese Seen sind noch kein Quagga-Muschel
gefunden. Im Vierwaldstättersee, soviel ich weiß, sind auch noch nicht, aber es ist ja im, wie heißt jetzt diese See? Die strömt, es gibt die Strömung durch den See im Vierwaldstättersee. So Vierwaldstättersee wird früher oder später sicher Quackermuschel bekommen, oder hat sie schon, aber wir haben sie noch nicht gefunden. Das ist auch generell so. Dass, wenn man die erste Quackermuschel findet, dann gibt es schon Tausenden bis Zehntausenden Muscheln in einem See. Ja, die erste findet man nie, auch weil die Muschel morphologisch sehr ähnlich sind an Zebramuscheln, und die liegen ja am Anfang dazwischen. Später verdrängt dann Quagga Zebramuscheln. Aber darum muss man wirklich, man muss die Muscheln kennen, und das sieht man dann auch nicht, wenn man schnorkelt oder an vorbeischwimmt. Man muss die wirklich sammeln, detailliert anschauen. Und dann ist das auch kein Problem. Okay. Das heißt, es wurden demnach alle oder die meisten Schweizer Seen auch untersucht, so wie ich sie verstanden habe. Wie genau stimmen denn diese DNA-Tests? Ja, naja, die stimmen sehr gut. Wenn man über Umwelt-DNA-Proben, wenn die positiv sind, dann weiß man sicher, dass man Quagga hat. Ja? Und aber wenn die negativ sind, dann weiß man nicht sicher, dass es kein Quagga gibt, weil man nimmt eine Wasserprobe und das DNA, wie sagt man das? Das gibt es natürlich in sehr, sehr, sehr geringen Dichten dann in ein Gewässer, so das löse ich auf. Und das verdünnt sich. Ja? So, es braucht eine gewisse Menge Quagga, vor dass, wenn man 1 Liter Wasser aus dem See schöpft, dass man da dann auch die genetischen Spuren findet. Ja? Die Polizei, die kann, wenn sie irgendwo gewesen sind und eine Zigarette liegen lassen oder etwas angefasst haben, kann die Polizei nachweisen, dass sie dort waren. Ja? Aber die Polizei kann nicht, wenn sie in einem See geschwommen haben, über eine Wasserprobe nachweisen, dass sie in diese See geschwommen haben und nicht ich. Ja? So müssen Sie sich das vorstellen. Wie geht es denn den Gewässern in 5 Jahren? Auch dort. Das wissen wir natürlich nicht genau, aber was wir wissen ist, dass wir gucken dann nach Nordamerika, was dort passiert ist. Dort sind ja die Quackermuscheln schon für 25 Jahren eingeschleppt. 5 Jahren können wir schon etwas über sagen. Wir wissen jetzt, dass der Bodensee, Genfersee, die haben 5 bis 8 Jahre jetzt Quagga, und wir sehen, dass der ganze Seeboden komplett bedeckt ist, wenn es geht um Dichte, wenn es geht um Tiefen bis 30, 40 Meter oder so etwas. Quackermuschel kann sich auch auf Schlamm setzen, so braucht nicht feste Gegenstände, und wir finden dann komplette Quagga-Teppiche in diese Seen mit Maximaldichten, nicht überall, aber Maximaldichten mehr als 20.000 Muscheln pro Quadratmeter. So, das ist schrecklich viel. Ja? Und alle Biomasse, die in ein Quackermuschel ist oder in diese vielen Quackermuscheln, die ist nicht in andere Organismen natürlich. Ja. Unsere Seen sind ja relativ sauber, haben wenig Nährstoffe, die großen Seen wenigstens. Das gilt natürlich nicht für Greifensee oder für Zugersee, das sind nährstoffreiche Seen oder die haben eigentlich zu viel Nährstoff. Das ist auch ein Problem und war in der Vergangenheit noch ein größeres Problem. Aber in diese Seen wie Bodensee, wie Genfersee, wie Vierwaldstättersee, ja alle Biomasse, die in Quagga ist, die kann schlussendlich, um mal bei ihr Thema zu bleiben, kann nicht im Fischen sein. So, die Quaggamuscheln filtrieren die Algen. Und die Algen, die Quackermuscheln fressen, die stehen nicht für das Zooplankton zur Verfügung. Zum Beispiel die Wasserflöhe, Daphnia, die ich mein ganzes Leben geforscht habe. Und das ist ja das wichtigste Futter für die Fischen, wenigstens die Fischen, die im Freiwasser schwimmen. Die bentischen Fischen, die im Ufer vom Boden fressen, das ist natürlich noch wieder etwas anderes. Aber zum Beispiel die Fällchen, die fehlt dann das Futter. Und ja, dann wird es weniger Fällchen geben. Das ist... Ich denke nicht, dass Fische aussterben werden.
dort habe ich keine Befürchtung. Aber ja, gewisse Fischarten werden seltener werden, das ist sicher. Somit haben Sie eigentlich auch schon die nächste Frage beantwortet, wie sich das auf den Fischbestand auswirkt und wenn nichts getan werden würde, um die Muschel zu stoppen, was dann passieren würde. Also die Fischarten werden nicht aussterben, aber es wird deutlich weniger Fische demnach geben. Ja. Wie lange würde es gehen, bis alle Gewässer, ist ein bisschen eine ironische Frage, wie lange geht es, bis alle Gewässer infiziert sind? Das ist eigentlich eine Frage der Zeit, wenn man so will. Was denken Sie? Na, das ist nicht nur eine Frage der Zeit, das ist auch eine Frage des Willens, inwieweit man Maßnahmen machen will, um die Ausbreitung von Quagga zu verlangsamen oder zu stoppen. Jetzt ist ja in der Zentralschweiz diese Bootreinigungspflicht ist eingeführt. Die Bootreinigungspflicht wird helfen, aber es braucht natürlich mehr. Das Publikum muss bewusst sein von den Gefahren, die ganze Bevölkerung. Es ist sehr einfach, kein Wasser von einem See in einen anderen See, kein Wasser von einem Gewässer in ein anderes. Und Wasser ist nicht nur, wenn man mit einem Eimer 10 Liter Wasser nimmt und das zu einem anderen See bringt. Nein, das sind auch nasse Gegenstände wie Gummiboote, wie Stand-Up-Paddle, wie Fischernetze oder Fischerausrüstung. Das gilt für alles. Das gilt wirklich für alles. Und natürlich, desto kleiner es ist, desto kleiner das Risiko. So eine nasse Schwimmhose, dort habe ich eigentlich nicht viel Angst. Aber man sollte einfach, die Regel ist, alles reinigen, alles trocknen. Und wenn sich jeder daran hält, dann wird es gelingen, denke ich, wenigstens einige Gewässer in der Schweiz Quagga muschelfrei zu halten. Und auch wenn das nicht gelingt, wird durch diese Maßnahmen die Verbreitung verzögert und jedes Jahr ohne Quagga ist ein gewonnenes Jahr. Jedes Jahr ohne Quagga bedeutet, dass die Fischer hier normale Fischen fangen. Jedes Jahr ohne Quagga bedeutet, dass die Leute, die technische Anlagen haben und das Wasser nützen wollen, zum Beispiel für Kühle und Wärme oder für Trinkwasser, dass sie sich Gedanken machen können, wie muss ich meine Anlage anpassen? Ist meine Anlage Quagga-tauglich? Das kann ja sehr hohe Investitionen sein, aber ja, dann gibt es Zeit. So darum sollten wir nicht einfach fatalistisch uns zurücklegen und sagen, ja, die Quagga, die kommt ja und wir können doch nichts machen. Und nein, die Quagga kommt nicht von sich selbst, die Quagga regnet nicht vom Himmel. Das ist, Quagga verbreitet sich nicht durch Vögel, was Leute dann immer sagen, ja, die Vögel können ja auch etwas mitnehmen. Aber wenn das so sein würde, hätte Quagga sich nicht, weil der Quagga kommt aus dem Schwarzmeerregion, kommt aus der Delta von der Dnieper, ja, die Fluss, die durch die Ukraine geht und dort war der Quagga eingeschlossen, ja, sie konnte nicht weg, weil an die eine Seite war das salze Wasser vom Meer und sie konnte auch nicht den Fluss hochschwimmen, weil das kann Quagga nicht, die kann nicht aktiv schwimmen, nur Menschen können sie irgendwo anders hinbringen und das ist dann passiert in den 70er, 80er Jahren, haben große Handelsschiffe haben ihre Ballastwassertanks vollgepumpt, die sind so groß wie ein Zimmer und haben das Wasser dann in Nordamerika wieder laufen lassen. Der Mensch hat das Rhein-Main-Donau-Kanal gegraben, hat die Schwarzmeerregion mit Westeuropa verbunden und Schiffe fahren jetzt dort hin und her. So, es ist alles der Mensch und Quagga wusste nicht, dass sie es so gut haben in tiefe voralpine Seen, ja. Aber jetzt, das ist das Problem. Wird es weitere Maßnahmen geben dieses Jahr? Ich bin ja kein Politiker, das ist ja nein, Maßnahmen werden jetzt überall diskutiert, auch die Kantone, die das noch nicht offiziell verkündet haben, das ist ja klar. Jeder versteht, dass es eigentlich keinen Sinn macht, dass an die eine Seite vom Zürichsee Kanton Zug und Schwyz Maßnahmen haben und Kanton Zürich oder St. Gallen nicht. Das ist, ich sage immer, die Quagga-Muschel kennt keine Kantonsgrenzen, aber wir wissen ja, wie das in der Schweiz geht. Die Gewässer, die sind
werden von den Kantonen bewirtschaftet und auch geschützt. Und dies ist natürlich ein Thema, wo die Kantone zusammenarbeiten müssen oder wo ich persönlich am liebsten natürlich hätte, wo der Bund eingreifen würde, dass der Bund die Kantone Vorlagen macht. Aber ob das gesetzlich geht, das ist natürlich nicht meine Spezialität. Ja. Ich sage das als Gewässerökologe, nicht als Politiker oder nicht als Gesetzgeber. Ich weiß gar nicht, ob es dafür Gesetze gibt oder wie das geht. Aber das müssen dann andere Leute herausfinden. Wir als Wissenschaftler sagen, Quagga kann sich nicht an Kantonsgrenzen halten. Quagga wird von See zu See verschleppt. Und das muss man auf eine Art und Weise vorbeugen. Erste Frage, die Kajaks und Subs, Stand-Up-Paddles, die dürfen ja einwassern. Wie groß ist denn hier die Gefahr, dass die Muschel verschleppt wird? Also, beziehungsweise warum dürfen die großen Boote, die immatrikulierten Boote nicht mehr einwassern? Das hat ja nichts mit der Immatrikulierung zu tun, sondern das betrifft ja genauso auch die kleinen Boote wie ein Stand-Up-Paddle, wie ein Kajak, wie ein Bellyboot. Nein, dort haben Sie völlig recht. Und ich muss erstmal sagen, ich habe die Maßnahmen nicht gemacht. Also das ist eigentlich, muss solch eine Frage durch die Behörden beantwortet werden und nicht durch mich. Aber ich weiß natürlich schon etwas davon. Ja, so, nur die immatrikulierten Boote kennt man. Das ist mal das Erste. Ja. Die immatrikulierten Boote sind auch größer. Desto größer das Schiff, desto länger ein Schiff im Wasser ist, desto größer das Risiko. Und das ist ja genauso mit Kajaks und mit SUPs und so. Die sind meistens nur einige Stunden im Wasser, werden dann wieder rausgenommen und meistens auch gereinigt und getrocknet. Vielleicht macht nicht jeder das. So, das ist jetzt ja auch das Punkt, das muss jeder sich bewusst sein, dass ein Stand-Up-Paddle, man sollte nicht morgens im Zürichsee gehen und die dann einfach nass im Auto schmeißen und dann nachmittags auf dem Greifensee. Das ist super, super blöd und das sollte keiner machen. Im Allgemeinen ist es ja auch so, dass mit Kajaks und Ruderbooten diese Leute, die solche Boote fahren, die wollen kein Boot, die mit angewachsenen Sachen, weil das verlangsamt ja das Boot, das ist, so die Leute im Allgemeinen pflegen die ihr Boot, trocknen die ihr Boot, aber trotzdem muss man sich bewusst sein von den Gefahren, muss man sich bewusst sein, dass man das Boot reinigt am Ufer vom See, wo man es auswässert und nicht beim See, wo man reinkommt oder zu Hause und dann mit einem Schlauch und dann in der Kanalisation. Ja. Solche Sachen sind wichtig. So, es ist nicht so, dass es kein Risiko gibt mit den anderen Boote. Es ist einfach so, dass es unmöglich ist, um das zu regulieren. Ja, es ist auch unmöglich, um zu kontrollieren, wenn jemand mit einem Schlauchboot in einem See ist, um dann zu kontrollieren, wo war das Schlauchboot vorher. Aber trotzdem, jeder hat dort eine Verantwortung, jeder sollte verstehen, kein Wasser von einem See nach einem anderen transportieren und man transportiert Wasser von einem See zu einem anderen, wenn man seine Sachen nicht reinigt und nicht trocknet. Ja. Das ist die Botschaft auch für Sie, für alle Fischer, nicht nur Berufsfischer, auch der Hobbyfischer, die auch ja ich weiß nicht wie das heißt, die ihre Eimer haben, wo sie dann die Fischen ab und zu oder lebendig halten oder die Fischen, die sie dann fangen, die sie nutzen als Aas oder andere Organismen oder so etwas. Man muss sich sehr bewusst sein, dass man auf diese Weise nicht Wasser zwischen Seen transportiert. Gut, mich würde noch interessieren, Herr Spaak, wie sieht der Gameplan für die nächsten 5 bis 10 Jahre aus? Ja, die Frage kann ich eigentlich nicht beantworten. So, wenn Sie sagen Gameplan, meinen Sie dann, was werden Behörden machen die kommenden 10, 15 Jahren? Meinen Sie, was wird Quagga machen die kommenden 10, 15 Jahren? Oder meinen Sie, ich bin ja Forscher, meinen Sie, was wird die Forschung die kommenden Jahre machen? So, Sie müssen Ihre Frage ein bisschen klarer stellen. Ja. Spannend wäre, wie sieht es mit der Quagga-Muschel in den nächsten 5 bis 10 Jahren aus bezüglich Verbreitung oder Eindämmung?
und aber auch natürlich die Forschung über die Quackermuttel. Also wird es irgendwie ich sage jetzt mal bös gesagt, ein Gegengift geben oder wird sich da die Eindämmung schwieriger gestalten, als man vielleicht bis jetzt gedacht hat? Oder gibt es bereits irgendwelche Durchbrüche, wo man sagen kann, ja, das könnte funktionieren? Nein. Wenn Quagga in einen See ist, wird man sie nicht mehr los. Das ist mal der erste Botschaft. So, das bedeutet, dass wenn es um Quagga geht, ist zum Beispiel Zürichsee hat es jetzt auch, aber wir wissen noch nicht, in welchen Mengen es sich dort ausbreiten wird. Aber wenn wir jetzt gucken, was im Bodensee und Genfersee passiert, die Seen sind verloren. Ja, das ist die Chance, dass es ein Mittel gibt, um die Quagga dort loszuwerden, die ist im Moment 0. Ja, es gibt Gifte, die in amerikanische Kleinseen eingesetzt wurden, Kupfersulfate oder so etwas, dann bekomme ich immer wieder Anschriften. Ja, die Lösung gibt es doch in Nordamerika und ich sollte mich das und das Paper angucken. Wenn man das anwenden würde, die Konzentrationen, die dort benutzt wurden, die sind 10.000 Mal höher wie bei uns überhaupt erlaubt. Dort fängt es mal an. Wenn man das Zeug kaufen möchte, um in der gleichen Mengen den Bodensee zum Beispiel zu bedienen, als diese Seen in Nordamerika, diese Kleinseen in Nordamerika, würde das Milliarden von Euros oder Franken kosten. Aber man würde auch unheimliche Risiken eingehen für den Rest vom Ökosystem. Der Bodensee zum Beispiel ist ja ein sehr wichtiger Trinkwasserspeicher. So mit Chemikalien 0 Chance und das sollte man auch nicht machen, weil das ist glücklicherweise ist Quagga ja nicht giftig. Ja, so Quagga verursacht große Probleme, aber die Probleme kann man meistens auch mit technischen Maßnahmen bewältigen. Man kann Röhren kann man reinigen, man kann Kühlanlagen bauen mit einer Wärmetauscher, so dass Quagga nicht in die Gebäude kommt und so weiter und so fort. So ist es. Und ja, aber man kann nicht einen See extra düngen und dadurch mehr Fischen bekommen. Zum Beispiel, wenn man einen See mehr Nährstoffe geben würde, wird man mehr Quagga bekommen. Also das muss man sich bewusst sein. Darum sollte auch jeder sich einsetzen, dass wir Quagga nicht zwischen Seen verschleppen. Und natürlich wird geforscht, natürlich wird geguckt, Quagga sind sexuelle Organismen, es gibt Männchen und Weibchen. Natürlich haben Leute die Gedanken, warum versucht ihr nicht, dass es nur Männchen oder nur Weibchen gibt und die sich nicht weiter fortpflanzen können. Natürlich wird an solche Sachen gearbeitet. Das Genom von Quagga ist bekannt, aber dadurch wissen wir auch, dass ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, dass es nicht durch ein Gen oder so etwas, aber durch verschiedene Gene verursacht wird, wie das zusammenspielt und wie das geht, das verstehen wir alles noch nicht so. Die Forschung hat dort noch sehr viel Arbeit. Aber auch wenn es mal gelingen würde, zum Beispiel nur Männchen oder nur Weibchen zu kultivieren, dann braucht es Riesenanlagen, wo die dann gezüchtet werden. Sie wissen die ganze Geschichte über genetisch modifizierte Organismen. Die Leute, die wollen ja schon nicht ein genetisch geänderte Tomate essen, so ein See dann komplett vollschmeißen mit ein genetisch modifizierten Organismus, wovon man dann auch wieder nicht genau weiß, was passiert. Das alles, denke ich mal, das wird die kommenden Jahren nicht passieren. Die Forschung wird natürlich sein Bestes geben, um weiterzumachen, um zu gucken, ob es vielleicht eine Krankheit gibt, wo man etwas gegen Quagga machen konnte oder so etwas. Aber die Forschung läuft schon 20 Jahre und hat bis jetzt noch keine wirkliche Durchbrüche gezeigt. Das kann natürlich immer passieren, aber darauf sollte man sich nicht verlassen. Man sollte nicht denken, wir lassen die Quagga einfach und die Forschung wird schon mit einer Methode kommen, damit sie dann in einigen Jahren wieder weg sind. Nein, das denke ich nicht. Ich denke, dort sind wir im Moment noch überfordert und das gelingt im Moment noch nicht. Okay. Spannend, sehr interessantes Thema. Ich denke, da könnten wir ohne Probleme noch weiter darüber sprechen. Also ich finde es sehr spannend. Daher, ja, die Zeit ist um.
Herr Spaak, ich denke, alle nützlichen Informationen über die Quagga-Muschel, wie man diese erkennt, wohin man diese melden muss, worauf man achten muss, wie man auch ein Boot und die Ausrüstung richtig reinigt, findet man bei euch auf der Homepage vom EAWAG. Im Moment noch nicht, aber da arbeiten wir dran, dass das prominent draufkommt. Das wird den kommenden Monat passieren. Und es gibt natürlich auch die Link, müssen Sie auch suchen, über die ganze Bootreinigungspflicht in der Innenschweiz. Dort sind auch die Links sehr schön gesammelt. Und ja, so. Wir sind ein Forschungsinstitut. Natürlich unterstützen wir, darum mache ich auch diese Sachen und das mache ich ständig. Wir unterstützen natürlich die Behörden, das ist auch die Aufgabe vom EAWAG. Aber dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ade. Ade. Ja, das wäre das Interview mit dem Piet Spaak. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle für die Stellungnahme. Absolut. Und er hat mir dann auch noch per Mail geschrieben, hey, gib mir Bescheid, wenn ihr es publiziert habt. Also ich glaube, er ist auch recht interessiert daran, zum Hören und wahrscheinlich auch mal zum Reinhören in unseren Podcast. Hey, mega cool. Ist halt nicht auf Hochdeutsch. Das Interview haben wir ja auf Hochdeutsch machen, wie ihr es gehört habt. Also müssen, ist halt einfach einfacher. Er kommt von Holland. Ja. Genau. Und forscht halt schon relativ lange über die Quagga-Muschel. Hey, und wie ihr es gehört habt, es ist nicht so ein einfaches Thema, um die wieder loszuwerden. Also, so wie er gesagt hat, wenn ein Gewässer mal Quagga hat, dann bleibt es. Ja, dort ist halt das Ding eben Quagga, ich weiß nicht, das Fachwort dafür, dass sie sich einfach vermehren können. Also es gibt Männchen und Weibchen, also das ist eigentlich der Salat im Ganzen. Ja, genau. Die vermehren sich wie Kanickel. Ja, blöd gesagt, genau. Und ich finde es auch wichtig zu betonen, weil Kajak, Belly, Sub und das dürfen aufs Wasser. Das ist nicht einfach zum die immatrikulierten Boote bestrafen oder die Bootsbesitzer zu bestrafen oder so. Und bei den Kajak sagen wir, ja, ist ja gleich, die machen eh nicht viel. Sondern auch die können das Zeug übertragen, reinigen auch euch ein Fischergefährt oder euer Sub oder was auch immer ihr habt, was im Wasser ist. Lasst das Wasser dort vom See, nehmt das nicht mit, trocknet euer Ding. Ja. Hey, alles Fischermaterial und ich glaube, da können wir als Angel-Community schon etwas auch dafür machen, dass die Quagga nicht weit... Man könnte sie nicht aufhalten, so habe ich es mitgenommen, genau. Aber man kann es ein bisschen reduzieren. Genau, rauszögern. Und ich glaube, das ist auch das, wo der Bund will, dass man sagt, man tut es rauszögern, wie mit dem Corona, dass man sagt, hey, einfach nicht alles aufs Mal, sondern wir probieren es zu verlangsamen, dass wir dann irgendwann gleich mal, wenn wir etwas haben, dass wir nicht flächendeckend müssen, sondern dass wir dann selektiv können das Ganze einsetzen können. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass in Nordamerika mit Kupfersulfaten hintergehen. Das habe ich recht interessant gefunden. Und dass das doch mehrere Millionen oder Milliarden Franken würde kosten, wenn wir das bei uns auch machen würden. Und vor allem auch die Mengen, die dort eingesetzt werden, im Verhältnis, wo wir bei uns in diesen Seen einsetzen müssen, das wäre jenseits von diesen Chemikalien oder von diesen Grenzwerten, die man eigentlich dürfte. Also das ist eigentlich schon noch krass. Ja, was mir noch geblieben ist, dass Quagga auch dazu beiträgt, dass der Fischbestand zurückgeht. Ja. Bei gewissen Fischarten. Felchen vor allem. Felchen vor allem. Ja, ich nehme an, wenn es keine Felchen mehr hat, wird dann schnell mal der Raubfisch irgendwann auch Hunger haben. Exakt. Und dort finde ich schon, müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Also wenn wir weiterhin unser Hobby ausführen wollen, dass wir wirklich, wie du gesagt hast, hey, nehmt auch euer Kajak, euer Belly und spritzt das ab. Oder lasst es einfach lang trocknen. Richtig, ja. Was ich noch muss sagen, wir finden Quagga auch nicht geil. Also ich habe mir auch extra ein Bötchen gekauft, ich kann es jetzt nicht einwassern, in die Gewässer, die ich will. Also ich finde es auch nicht geil. Ich muss sagen, es hat mich grausam angeschissen, es scheisst mir jetzt noch an. Es ist für mich aber kein Grund, um irgendwie kübelweise Wasser zu transferieren, dass der Tümpel dann auch mal Quagga hat. Überhaupt nicht. Also von dem her, es gibt Möglichkeiten, wie man dort einwassern kann oder wie man in die Gewässer reinkommt. Es ist nicht einfach so, dass es abgeschottet ist. Von dem her, ja. Ich glaube, die Quagga-Muschel ist schon gefährlicher, als man das Gefühl hat. Oder mühsamer, als man das Gefühl hat. Aber es ist, wie er sagt, oder der Fischbestand der wird nicht komplett eingehen, er wird einfach dezimiert. Genau. Und da wir ja schon sehr einen schlechten Fischbestand haben, finde ich, können wir als Angler schon etwas dazu beitragen. Genau. Ja, hey, lasst uns wissen in den Kommentaren, wie ihr das Interview gefunden habt. Ja, voll, mega. Wäre cool, wir haben eine coole Plattform gefunden, wie wir das so machen können, auch mit Videocalls.
wo eigentlich relativ zuverlässig ist. Hat die eine oder andere Störung auch mit drinnen, okay, aber... Hey, es sind Videocalls, es ist nicht wieder perfekte Mikrofon. Ja, genau, von dem her. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in die zweitletzte Rubrik, und zwar Entweder oder. So, und ich bin ja dran. Hat er gut vorbereitet, die Nico. Alright. Hey, ich habe keine Sexfrage, Oli. Ist nicht so schlimm. Gut, ich bin immer noch relativ brüd. Über das können wir dann diskutieren, wenn das Thema da ist. Ja, kannst du mir alles fragen. Freude. Oli, du bist ja ein ambitionierter Fußballer. Was ist dir lieber? Fußball spielen oder Fischen? Fischen? Gut, das war so eine Obfrage. Aha. Ja, ist ja ganz klar. Gut. Fußball mache ich nur, um mich fit zu halten. Gut. Jiggen tust du ja nicht viel. Nein, das ist etwas Langweiliges. Wenn du musst jiggen, Paddletail oder Twister? Paddletail. Wirklich? Ja. Wegen? Habe ich mehr als Twister. Nur weil du mehr hast? Ja. Hast du nicht mehr Vertrauen oder so? Nein. Ja, mal folge ich wahrscheinlich auch, sonst hättest du mehr Twister. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das schon da flicken und sonst ansonsten, sorry Ronny, es kommen sehr geile Stucky Baits mit Curly. Ja, look, Wie brutal, als ich das letzte Mal am Zürichsee war, habe ich mit Paddletail gefischt und ich habe aber nur auf Twister gefangen. Also, spannend. Ich glaube, Twister ist... es fischt einfach nicht mehr viel. Früher ein mega Ding, heute habe ich das Gefühl, underrated. Ja. Die letzte Frage, hey, du merkst, ich mache es kurz und schmerzlos, dank meiner grossen Vorbereitung. Also, die letzte Frage. Deine Frau zahlt dir ein Wellness-Weekend oder eine Angelrolle? Was wählst du? Stationär oder Baitcast? Ja, Baitcast dann. Hä? Also, auch wenn ich könnte ein Wellness-Weekend machen, Baitcast ist geiler, Mann. Hey, die Frage habe ich gesehen, die muss ich auch schon notieren. So ja. Darf ich auch noch sagen, welche hätte ich gerne? Ja. Steeds SVTW bitte. Limited. Wirklich? Ja. Das ist so eine leichte, oder? Ja, sehr geile Bait. Rolle, sorry. Hast du nicht die Aldebaran? Nein. Wohl habe ich auch, ja. Ja, eben. Ja. Und wieso willst du jetzt nochmal so eine... Steeds ist einfach geil. So eine China-Stäbli-Rolle? Das ist doch geil, Mann. Ja. Es gibt nichts Geiles wie Steeds. Ja, okay. Jo. Super, danke für deine vorbereiteten Fragen. Gerne. Schön aus dem Ärmel geschüttelt hat er es. Ja, nein, die habe ich wirklich... Wirklich? Die habe ich wirklich im OneNote drin. Ich habe noch eine, aber die stelle ich jetzt nicht. Was jetzt noch zu sagen bleibt, ich mache ein bisschen Vaterschaftszeit. Ja, genau. Also es kommt, der nächste Podcast kommt nicht schon genau, die nächste wieder. Podcast kommt leider nicht schon wieder. Ich glaube, das ist auch verständlich. Nein. Aber wir werden Ende November wird die nächste Folge rauskommen mit einem sehr spannenden Gast. Absolut. Haben wir auch schon ein paar Mal da angekündigt oder darüber geredet. Ja, wir haben schon ein paar Mal über ihn geredet und auch über das, was er macht. Genau, und das wird er uns da erzählen. Genau, und voraussichtlich, ja, mal echt ziemlich in einem Monat. In einem Monat wird das wieder sein. Wir werden also einen Monat Pause machen. Genau. Wer es nicht aushaltet... Hey, ich kann einfach noch von vorne anfangen. Richtig, wir haben ja 20 Episoden. Richtig. 20 Episoden. Hey. Ja, das ist eigentlich schon verrückt. Würde ich sagen, das wäre es für dich. Ja. Sehr spannende Folge wieder gewesen. Ja, merci. Oli, und schön, dass du da warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gell? Also, und, wir sind draußen für heute. Gut Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Yeah. Erste Podcast in der Schweiz übers Fischen ist draussen. Eben schon gelassen das Bier rufen. Fisch verrückt, treffen sie den Bauch oder werfen am Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Tight Lines, Baby!